Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Hör mal». Heute bin ich fucking beschämt. Und einige von euch werden leider wissen, wieso, andere nicht. Schön für euch und schön für mich. Long story short, die letzte Podcast-Folge, ich schäme mich immer noch so fest, habe ich aus Versehen irgendwie so aufgeladen, dass sie nicht geschnitten war, obwohl ich sie geschnitten habe. Ich habe irgendwie so Last-Minute-Changes gemacht und dann hat es einfach anscheinend die ganze Datei, vor dem, dass ich sie exportiert habe, halt nochmal aufs Ursprüngliche gemacht, obwohl ich eigentlich nur kurz noch etwas wollte fixen, also rausschneiden. Und ja, logischerweise, das mache ich nie mehr, aber logischerweise einfach nicht mehr angeschaut, weil ich es fucking schon eine Stunde angeschaut habe vor dem. Und ja, es war etwa, keine Ahnung, so 1,5 Stunden fix online gewesen, bevor irgendjemand mir geschrieben hat, «Hey, Girlie, könnte es sein, dass du etwas vergessen hast rauszuschneiden in deiner Podcast-Folge?» Also, keine Ahnung, ist nicht böse gemeint. Ich so, oh mein Gott, dort, wo ich das gelesen habe, schon so Stressschweiß gehabt, weil ihr müsst wissen, ich schneide wirklich viele Sachen raus, weil ich nicht irgendjemand fronten und weil, ganz ehrlich gesagt, sorry, kein Blatt von ich habe hure Angst, gecancelt zu werden, weil ich meine nie etwas Böses und ich bin die Letzte, die irgendwie fucking offensive ist oder irgendwie so Leute hasst oder so, aber amigs sage ich Sachen, wo ich nachher so bin, what the fuck. Und dort habe ich auch so etwas gesagt und bin so, oh mein Gott, warte, ist das offensiv gewesen? Ich hoffe es nicht. Love you guys. Also nachher habe ich es einfach rausgeschnitten, um so sicher zu sein, dass es halt nicht blöd ist. Eigentlich, oder? Und dann war das drin und dann ist noch so 2-Minuten-Sequenz drin, weil immer, wenn ich, also meine Kamera kann nur eine halbe Stunde aufnehmen und dann muss ich immer nach einer halben Stunde halt nochmal aufstehen und die Kamera nochmal neu starten. Und dann muss ich meine Kopfhörer wieder abziehen. Das heisst, ich ziehe meine Kopfhörer ab, stand auf, starte die Kamera neu, laufe an wie ein fucking NPC, weil ich denke, so, ja, ich schneide das eh raus. Ich tue immer und mit meiner Handykamera noch kurz schauen, ob meine Haare scheiße aussehen, weil die Kopfhörer machen ja eh alles kaputt, damit ich nicht noch scheißiger aussehe. Du so hure lang meine Haare richten, habe noch ein Selfie gemacht, weil ich brauche immer Selfies, um den Podcast halt promoten, oder? Auf meinem normalen Account tue ich dann ab und zu so ein Podcast-Foto in die Story und markiere «Hör mal». Wisst ihr, was ich meine? So, das ist alles fucking geplant. Und dann habe ich nochmal, oh mein Gott, habe ich einfach nochmal in diesen 2 Minuten habe ich so die Haare schon gerichtet gehabt, habe mich hure fest angeschaut in meiner fucking Selfie-Kamera und dann tue ich einfach so aus Rage nochmal so die Kopfhörer abschmeißen und fange nochmal von vorne an, so wirklich so, also einfach, sorry Leute, I'm just a girl, sorry, ist mega cringe und ja, hure viele haben es gesehen und ja, ja, ich stelle mir einfach, Leute, das ist mein Roman Empire, es all meine Friends, das hat Close Friends geschickt und bin so gewesen, oh mein Gott, Leute, schaut wie fucking peinlich. Und alle sind einfach so gewesen, ja, das ist peinlich. Niemand hätte mir so können sagen, hey, es ist gar nicht so schlimm. Alle sind so gewesen, oh mein Gott, das ist so schlimm. Und ich bin dankbar, dass ich so Kollegen habe, weil, ja, wenigstens sind sie ehrlich. Nicht so wie alle meine Fake-Scheiß-Friends, die ich bis jetzt hatte, sonst. Aber ich stelle mir einfach so vor, wie Leute auf Spotify zum Beispiel, also die Leute, die auf YouTube schauen, sind eh krank, hallo. Hallo zusammen, sorry, ich weiss, ihr schaut. Aber so, wer schaut das ganze Video? Keine Ahnung. Ich nie, wenn jemand nur da hockt und schnurrt. Ich filme nur mit der Kamera mit, damit ich Snippets für TikTok und so rausschneide. Auf jeden Fall, Leute, ich stelle mir einfach vor, wie jemand halt nicht mit Video schaut und einfach so mit dem Sound, also die ungeschnittene Version am Anfang, gell? Und nachher kommt einfach so 2 Minuten nichts und die sind so, hä, was? Gang mal aufs Video schauen, was da los ist, ob Spotify irgendwie am Verkacken ist. Und dann kommst du aufs Video und ich einfach so meine Haare am Richten und so Chatface am machen, mich selber so am begutachten, Alter. Ja, ich ha nicht können schlafen. Ich habe 40 Stories auf «Hör mal» Insta gemacht, um euch irgendwie so sorry zu sagen, dass ihr so eine Cringe miterleben müssen. An alle, die es verpasst haben, ihr habt wirklich nichts verpasst. Vielleicht mache ich irgendwann mal noch ein Video darüber, wo ich das so zeige, weil ich finde es immer besser, wenn man sich selber blamiert, als wenn man wirklich blamiert wird. Darum, Fun Fact, ich bin gar nicht confident. Immer wenn so Sachen passieren, merke ich, oh mein Gott, ich bin so ein kleiner Wurm und ich finde alles schrecklich, was mir passiert und ich kann nicht damit umgehen, dass Leute mich irgendwie anders sehen, als ich es wollte. Und ja, jetzt musste ich damit dealen. Und davor habe ich, vor dem das Ganze passiert ist, habe ich eben noch so auf eine Story gepostet von mir, wie ich so halt eben zwischen diesen Cuts so die Brille anlege und immer schaue, ob eigentlich fokussiert ist. Und ich habe mich so darüber lustig gemacht und Bro, genau dann passiert es, dass ich halt genau so eine Version auflade. Egal, Leute, genug darüber geschnurrt. Anderes Live-Update. Es gibt auch so ein Männli bei mir im Dörfli, wo immer laufen. Also ja, es ist eigentlich sowieso ein Rentnerdorf oder Stadt, keine Ahnung, was es ist. Und da, wo ich wohne, gehen alle halt spazieren. Und alle schauen mir auch immer ins Haus rein. Und
und alle wissen so, das ist unser Haus und das sind unsere Tiere und bla bla bla. Alle die Rentner. Und dann bin ich einmal vor einem Jahr oder so im Wald ist so einer gekommen und er hat nicht aufgehört mit mir zu reden und er ist wirklich creepy. Und er hat mir so erzählt, dass er irgendwie gelohnt war und so. Das hat auch nicht geholfen. Und Kunstturner und was weiß ich was. Und ja, gell, du reitest. Ich so, what the fuck, Alter, wieso weißt du, dass ich reite? Ja, weißt du, wir sehen eben deine Rössli und bla 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 bla. Gut, habe ich mit dem sicher eine halbe Stunde dort geredet und er hat mich so aufgeregt, weil er einfach so random Scheiß geredet hat und so klugscheisserig war, dass ich halt jetzt jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo sehe, und er ist wirklich oft da um unser Haus herum, immer so straight an ihm vorbeilaufen, als würde ich ihn nicht sehen. Und das macht mir so weh, weil so alte Leute sind herzig, aber er ist halt einfach nicht herzig. Okay, gut, bin ich heute mit der Tilda und der Coco gelaufen. Er läuft genau gleichzeitig dort rauf wie ich und ich habe ihn einfach nicht angeschaut und habe beschäftigt. Weil das ist der Pluspunkt vom mit 2 Hunden laufen. Du bist beschäftigt. Du kannst Leute ignorieren, weil so, Bro, she's walking 2 dogs, oder? Ja, dann bin ich an ihm beschäftigt vorbei. Dann bin ich irgendwann auf dem Heimweg, zack, kommt er mir entgegen. Und zwar im Wald. Jedes Mal, wenn ich mit dem rede, bin ich einfach im Wald und das ist scary. Und dann, Leute, etwas komisch, der ist sicher so 80. So weird, dann ist er so, ja, so «Grüezi» und will so weiterlaufen. Und er so «Hoi, gell, hast du einen neuen Hund? Vorher hast du doch nur eins gehabt, sind die Hunde zufrieden?» Und ich so extra so «Ja, der eine mehr als der andere, der eine ist gerade am Lernen, wie man geht laufen.» Also, so. Nachher redet er wieder mit mir, weiter. Nachher ist er einfach so «Gell? Ja, wir kennen uns schon 3 Jahre und so von davon reden. Nein, wir kennen uns schon mega lange.» Ich glaube, er war halt offended, dass ich «Grüezi» gesagt habe. Letztes Mal, als ich mit ihm geredet habe, hat er mir gesagt, ich soll ihn duzen, weil er das ganz schlimm findet. Aber sorry, die Distanz habe ich wollen. Ich habe in Welle sitzen. Und nachher eben, ja, wir kennen uns schon 3 Jahre und gell, du studierst doch an der Universität in Basel und so. Ich so, oh mein Gott, Bro, wir haben einmal geredet und du weißt einfach alles noch, was ich dir erzählt habe. Erstens traurig, weil das bedeutet wahrscheinlich, dass mit nicht so viele Leute reden. Zweitens, wieso hast du mit 80 noch so ein Gedächtnis? Drop the secrets, aber so, what the fuck. Und ich war so dort gestanden, so, und nachher hat er, oh mein Gott, mega peinlich. Nachher hat er so gefragt, ja, wir kennen das schon 3 Jahre her. So ein gutes Gedächtnis hat er gleich nicht, das ist 1 Jahr her. Hast du jetzt dein Studium geschafft und so, was machst du jetzt? Und ich habe so gelogen. Ich so, aha, nein, das ist noch nicht so lange her, dass ich angefangen habe zu studieren, das ist 1 Jahr her. Ja, aber wir kennen uns schon 3. Du bist richtig gewachsen. Bro, ich wachse nicht mehr, seit ich 12 bin. Aber so chill. Und nachher habe ich ihn einfach angeschaut und gesagt, ja, das Studium läuft gut. Und so. Das mache ich im Fall verdammt oft. Das habe ich auch schon bei ein paar Leuten gemacht, die ich da beim Spazieren getroffen habe. Die so, ja, hoi Emma, wie geht's, was machst du? Ja, hast du das Studium angefangen, gell? Weil die wissen das irgendwie ja fucking alle. Keine Ahnung wieso. Oh mein Gott, ich hasse fucking Dörfer. Und dann sage ich jedes Mal, ja, es läuft gut. Ja. Ja, ich bin nicht mehr am Studieren, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Genau. Aber auf jeden Fall, ja, mehr Spannendes läuft nicht. Ich bin immer noch fleissig die Live-Tickets am vertickern. Also Leute, kommen da mit Live-Podcast. Außerdem, wenn ihr wollt, dann mache ich so einen Post, nur, dass Leute darunter kommentieren, die nicht allein an die Show gehen wollen. Weil ich habe nochmal in meiner Story über das geredet und mega viel so gesagt, macht doch einen Post. Aber ich habe euch ja eigentlich gesagt, schreibt unter irgendeiner Folge, dass ihr eine Blume sind, aber das ist ein bisschen unübersichtlich. Also vielleicht sagen wir, falls das nötig ist, weil dann schreiben wir immer mehr so, ja, eigentlich würde ich gerne kommen, aber ich traue mich nicht allein. Leute, traut euch allein. Ich komme fucking allein. Wir alle fühlen das Gleiche. Wir alle relaten miteinander. Das ist der einzige, Bro, ich schwöre euch, wahrscheinlich werde ich dort weniger nervös sein als auf der Straße. Weil ich weiss, ihr seid nette Leute und so. Bitte, oh mein Gott, wehe jemand, ein Creep kommt da hin, Leute, dann zerstört es meine ganze Ding. Oh ja, anderer Fun Fact. Nein, das kann ich nicht sagen. Naja, kann ich das sagen? Nein, vielleicht später, nicht am Anfang der Folge, da hören noch am meisten Leute zu. Sorry, man geht dumm angeteased. Genau, kommen wir dann die Live-Show. Infos für Tickets sind immer in der Beschreibung. Auf Insta hat es auch ein Story-Highlight mit einem Link und allem. Es ist in Bern. Es geht nicht so lange. Mega viele fragen, ja, wie lange geht es denn? Weil ich muss nach Hause und so. Es geht nicht, Leute, es wird nicht so lange gehen. Ich gehe davon aus, dass es so 2 Stunden könnt ihr einplanen. Und da ist auch mit einberechnet, dass ich am Schluss noch so rum bin, um so miteinander reden und bla bla bla. Okay, also fertig mit dem. Die heutige Folge ist ein bisschen nicht so ernst, weil ich habe gesagt, Bro, ich hoffe, irgendwann rede ich wieder über nicht so schlimme Sachen, Bro. Oh, ich muss aufhören, Bro sagen. Aber ich habe mal auf Insta gefragt, schon ein Zeitchen her, was so Assumptions über mich sind, die
Leute, die mir folgen, haben. Also, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, so Vermutungen über mich. Was ihr denkt, wie ich bin oder was ich mache oder so. Und ich tue jetzt einfach mal, ich habe POV, ich habe so einen Wahrheitstrank gesoffen. Also alles, was ich jetzt beantworte, muss ich einfach mega ehrlich, ohne so, äh, als wäre ich so media-trained, dass es so gut wie möglich tue. Nein, ich tue einfach ehrlich beantworten. Ich weiss, ehrlich, ich habe nicht angeschaut, was die Leute geschrieben haben. Es sind schon mega viele Leute. Wenn ihr mit Video schaut, oh, jetzt bin ich aus der App, ich wollte scrollen. Scroll. Leute haben ganz viele Assumptions über mich. Aber mega viele sind so nett. Leute, wenn man so etwas fragt, dann will ich so den Juice hören. So, oh mein Gott, du bist eine dumme Sau. Aber zum Beispiel das Oberste, was steht, ist... Ah nein, das ist gar nicht das Oberste, das war nur auf einem Screenshot. Du weißt sicher, wie schön dass du bist. So, Bro, was ist das für ein Assumption? Aber vielleicht verschkotzt. Jetzt fange ich einfach mit dem an. Du weißt sicher, wie schön du bist. Actually, nein. Also, ich sage immer, mir ist bewusst, dass ich nicht hässlich bin. Mir ist bewusst, dass ich zum Standard Low-Key entspreche. Aber ich habe gleich nicht so das Gefühl von, ich laufe um und so, oh mein Gott, alle finden mich geil. Weißt du, es gibt so Leute, wo du weißt, erstens, alle finden sie geil und zweitens, die Leute wissen das. So geht es mir nicht. Und es ist auch gut so. Also, ich finde es gut, wenn man so ein bisschen... Ich finde es voll cool, wenn man sich akzeptiert, aber ich finde es auch irgendwie so, oh Bro, shut the fuck up, Alter, wenn jemand so rumläuft, so, so, du darfst confident sein, aber hab einfach die Fresse ein bisschen. Gut. Ich glaube, du bist ein Horse Girl, weil immer, wenn du in den Raum kommst, stinkt es. Das ist irgendwie so, ja, nein, stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Mein Freund sagt amix, oder low-key alle meine Freunde bis jetzt haben immer gesagt, oh, deine Haare stinken. Und ich so, hä, what the fuck, Alter, ich will duschen. Ich habe mein scheiß Haar gewaschen, hab die Fresse, meine Haare stinken nicht. Meine Haare stinken nicht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist, weil ich so oft darüber rede und die Leute erwarten, dass du stinkst. Nachher sind sie einfach delusional und sind so, oh mein Gott, du stinkst. Das Einzige, was ist, ich stinke hure oft nach Schweiß, weil ich mega gestresst bin und Hass in der Öffentlichkeit sein und so. Das heisst, wenn ihr mich am Live-Podcast seht, Bro, eben, ich habe ja auf die Packliste geschrieben, nehme Deo mit, weil ich habe so Stressschweiß und dann stinke ich. Oh mein Gott, oh, Fun Fact, ich habe so eine Anfrage bekommen, dass ich so Beauty-Treatments machen darf. Und zuerst bin ich so, wow, Lashlifting. Nein, nicht Lashlifting, fucking Botox. Bro, ich finde das so räudig, dass man einer 20-Jährigen schreibt, zum Kooperation machen für so fucking Schönheitseingriff. Erstens, ich mit selber 20, keine Ahnung, ob ich das bereuen werde. Und fix machst du das, wenn es dir gratis oder sogar für Geld angeboten wird für Werbung. Zweitens, es ist, glaube ich weiß nicht, ob in der Schweiz, aber es ist auf jeden Fall an Orten auf der Welt verboten, für so Schönheitseingriff Werbung zu machen. Zu Recht. Drittens, weil die Leute wissen, dass meine Followers vermehrt auch jünger als ich sind und fänden das eine geile Idee, so sagen, oh, Botox. Auf jeden Fall ist dort dabei im Katalog auch so Schweißbehandlung-Dings. Also man kann ja so Botox spritzen, dass man nicht mehr schwitzt irgendwie. Und dort bin ich kurz so, Und dann hat meine Mutter gesagt, nein, schwitzen ist gesund. Bro, meine Mutter ist so eine, die stinkt einfach nicht nach Schweiß. Die hat laut reden. Und nachher lacht sie mir immer aus, dass ich stinke. Ja, danke für nichts, Alter. Gut. Und so, oh nein, so wirklich die nächsten zwei sagen einfach beide ADHS undiagnostiziert. Hast ADHS und denkst, du failst, weil du einfach lost bist. Das sind so verschiedene Sachen, low-key. Was für Fehlen nur wegen ADHS? Naja, auf jeden Fall, nein, ich habe kein ADHS diagnostiziert. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Und ich habe schon öfters überlegt, ob ich dem mal auf den Grund gehen sollte. Aber es passt halt voll nicht erstens in mein Selbstbild, zweitens ins Bild, das andere Leute von mir haben, so von meinem engen Kreis. Und man sagt ja eigentlich oft, dass es so in der Kindheit auffällt und dann wird es halt nicht diagnostiziert. Und dann später bist du so, oh mein Gott, das macht so viel Sinn, weil als Kind bin ich so ein normales Musterkind gsi. Ich habe immer aufgepasst in der Schule. Das Einzige, was ist, ich habe mich nie konzentrieren, wenn die Leute geflüstert haben oder so. Und bin schon immer eine dumme Sau gsi. So, Bro, habt die Fresse. Aber das ist ja eigentlich normal. So, darum ist es mir irgendwie so unangenehm, dass ich so probieren abklären, weil so, es ist so ein TikTok-Trend und ich habe keinen Bock, dass ich dann so, imagine, ich gehe das so abklären und der Typ ist auch so, nein, du hast nichts. Also wäre ja schön und gut, aber das wäre irgendwie so humbling, so der ganze Aufwand, weil man irgendwie vermutet, man könnte so etwas haben und nachher sagt so, nein, Bro, du bist einfach, irgendetwas anderes stimmt mit dir nicht. Nicht, dass mit Menschen mit ADS etwas nicht stimmt, aber wir wissen, was ich meine. Darum, ich habe mir schon überlegt, das abklären zu lassen, aber auch ehrlich erst, seit ich
sehr viele Kommentare zu dem bekommen habe von außenstehenden Menschen. Also ich selber habe einfach gedacht, so, ja, Bro, ich brauche einfach Ruhe und habt eure Fresse und so. Und ich bin halt sehr so durch den Wind. Aber alle anderen sind so, oh, ich habe ADHS und du bist mega wie ich. Lass es abklären. Darum, ja, genug über das geredet. Nächste Vermutung, du bist klein. Ja, ich bin 1,62 und das vermuten eben die wenigsten. Das ist verdammt mühsam, Digga. Alle immer, wenn sie mich sehen, wow, ich denke, du bist voll gross. Ja, fuck off, Alter. I wish. Ich gehöre nicht zu dieser Sorte kleine Menschen, die so sind, oh mein Gott, ich liebe es, so klein zu sein. Ich finde, Frauen sind... Bro, wenn ihr wüsstet, oh mein Gott, die toxische Kollegin von mir. sorry, dass ich die immer erwähne. Du hast deinen Fame, den du hast wollen. Sie ist immer so, oh mein Gott, ich finde es so gut, so klein zu sein. Oh, jetzt müssen wir einen Fakt über sie. Sie ist auch klein. Weil, weißt du, das ist voll herzig und die Typen finden das voll geil. Ich finde es scheisse, selber klein zu sein, weil es gibt kleine Frauen, die erwachsen aussehen, dann gibt es mich, die für immer wahrscheinlich wie 12 aussehen. Und das fuckt mich einfach ab, weil du einfach nicht ernst genommen wirst. Jetzt mal so Real Talk. Und vor allem, weil ich einfach grosse Frauen so schön finde. Und außerdem habe ich immer so grosse Typen, dass ich auch ernsthaft finde, es sieht dumm aus daneben so. Die sind immer 1,5 Köpfe grösser. Und ja, ich weiss, ich nehme die grossen Typen weg von Frauen, die es besser brauchen können, aber es ist egal, wie gross eure Typ ist. Das kann ich ganz leicht sagen. Vielleicht würde es mich auch stören, wenn ich gross wäre. Egal. Man will ja immer das haben, was man nicht hat, oder? Oha! Ich vermute, auf Berndeutsch übrigens, natürlich wieder. Ich vermute, dass du früher so ein kleines Assi-Kind bist. Haha. Wieso es einfach mit einem Haha hinten dran sagt. Okay, stopp. Ich habe gesagt, ja Leute, man muss eigentlich asoziale Sachen sagen. Die erste Person, die etwas Asoziales sagt, bin ich so, oha, fick dich. Nein, alles gut. Ja, ich bin, nein, also was bedeutet Assi-Kind? Ich hatte schon immer eine Meinung gehabt. Ich hatte oft Streit mit meiner so Childhood-Bestie, weil wir haben so es war so immer so ein Drama gewesen, wer mit ihr chillen darf, mit so 2 anderen. Und dann haben wir uns amigs gegen sie verschwört und sind dann gleich so gewesen, ja nein, heute chillen wir nicht mit ihr. Und dann haben sie aber wieder so einen Contract unterschrieben, dass sie mit mir nicht chillen, darum war es so ein Hin und Her gewesen. Aber so im Vergleich zu anderen Arschlochkindern, ich war kein Arschlochkind gewesen. Ich hatte einfach eine Meinung und ich wollte nicht mit jedem chillen und ich war hure so Schlaumeier-Kind. So, oh mein Gott, hast du das nicht gewusst? Und meine Schwester zum Beispiel, also meine Schwester und ich, sind ganz unterschiedlich voneinander, schon seit immer. Und wir haben voll nicht so das Klasse, also wir haben einander low-key gehasst als Kind. Und jetzt ist es so, wir haben Verständnis füreinander, aber wir sind auch nicht close oder so. Aber auch sie ist halt so, eben so, sie hat so geflucht als Kind und ist so der Draufgänger gewesen. Und ich war so die, gell Mami, man darf nicht fluchen. Und dann, es gibt so ein Video von, oh mein Gott, das ist so lustig. Es gibt ein Video, ich habe so eine Kappe an und meine Schwester sagt so, «Hoa, hurra geil!» Ich meine, ja, Bündnerdeutsch geredet, was sie redet immer noch Bündnerdeutsch. «Hurra geil, deine Sommerkappe!» Und ich so, «Nein, nicht geil! Sommerkappe!» Also so, basically, nein, es ist nicht, du darfst nicht geil sagen, sag einfach, es ist eine Sommerkappe. Sie ist schön, aber es ist sicher nicht geil, weil geil sagt man nicht. So wie das gibt es von mir so viel. Ich war so ein Kind, so ein mühsames. Und dann bin ich irgendwann, als ich in Dänemark gewohnt habe, bin ich in einer Phase, wo ich glaube, schon eher judgy drauf war, aber auch einfach, weil dort alle so ein bisschen judgy waren. Also da bin ich auch wieder nicht aus der Reihe getanzt, einfach alle sind so ein bisschen so gewesen. Und dann in der Oberstufe, oh mein Gott, hatte ich meinen Peak gehabt, weil vor dem habe ich oft gleich nicht getraut, mich zu wehren und so. Und dann ist so ein Punkt gekommen, wo ich so fett gemobbt worden bin, dass ich einfach nicht mehr mögen. Und jeder, der mich nur schon krumm angeschaut hat, hat einfach sowas von einen Anfick von mir bekommen, dass ich halt einfach bekannt war als so die 12-Jährige, die eine grosse Fresse hat. Und dann sind die Leute mich noch mehr anficken, weil was bist du mit 12 und hast das Gefühl, du kannst gegen 16-Jährige gehen. Das war so das Thema der ganzen Schule. Und dort ja, bin ich eben auch mit dieser Scheisskollegin befreundet gewesen, und dort habe ich schon räudige Sachen auch gedacht oft. Also ich weiß nicht, ob ich assi war, aber in meinem Kopf bin ich schon assi gewesen. Halt so judgy und so, oh mein Gott, wir sind einfach das beste Duo und wir sind so cool. Und dabei sind wir so uncool gewesen. Aber jetzt bin ich nicht mehr asozial. Ich bin auch ehrlich. Ich bin so die Kollegin, die immer das Arschloch ist bei allen Friends, weil ich die Einzige bin, die ehrlich ist und nicht meine Friends anlügt. Aber ich hoffe, meine Friends haben mich trotzdem ein bisschen gern. Weil,
fickt euch mit euren scheiß Fake-Friends. Wirklich, hört auf mit euren Friends befreundet zu sein, die scheiße sind. Und das sage ich auch zu meinen eigenen Friends. Also das war jetzt gerade an meine eigenen Friends. Gut, nächste Assumption. Du redest oft mit dir selber. Nein, ja, Bro, also es ist low-key mein Job, so mit mir selber reden. Ich rede nicht mehr wirklich mit mir selber, weil wenn ich mit jemandem rede, der nicht antwortet, ist es mit meinem Handy oder mit meinen Tieren. Und das ist ja nicht mit mir selber. Aber wenn ich nicht Social Media machen würde, doch, dann habe ich, Bro, wenn ich es noch nicht gemacht habe, habe ich auch einfach Videos von mir selber gemacht. Darum, nein, stimmt nicht. Dann, haha, jemand so, du wirst nicht besser in Mathe. Low-key, ich glaube wirklich, das könnte stimmen, weil ich habe wieder den Peak schon erreicht im Gymi von so aufbauendem Wissen und all die Jahre am Stück in der Schule zu sein ohne Pause. Jetzt habe ich Pause gehabt und ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt nochmal die Sachen, also nur schon jetzt, wenn ich meine Mathe-Tests anschaue, bin ich nur schon so verwundert über die Sachen, die ich angeschrieben habe und ich habe ja echt wenig Sachen angeschrieben. Aber ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht habe ich dort auch irgendwie so einen Mangel. Weil es ist echt nicht normal, das Ausmaß an meiner Mathe-Schwäche. Aber ich habe es überlebt. Alles, was ich überleben musste, ist schon okay. Nächste Assumption. Bist mega selbstbewusst. Ich glaube, über das habe ich ja eigentlich low-key schon geredet. Irgendwie so auf eine gewisse Art safe schon. Und ich würde auch behaupten, vielleicht eben, wenn andere Leute mich sehen, so der Durchschnittsmensch ist wahrscheinlich schon weniger selbstbewusst als ich. Oder so traut sich weniger für sich selber einzustehen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich traue mich, meine Meinung zu sagen. Ich traue mich, für mich einzustehen, wenn jemand eine dumme Fresse hat. Meistens, außer wenn es eine Autoritätsperson ist, dann traue ich mich nicht immer. Aber sonst, so was angeht, oh, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich verdiene und ich weiß, dass ich am richtigen Ort bin und ich weiß, dass ich alles gut mache und dass alles gut kommt, überhaupt nicht, weil das lässt sich wie nicht vereinbaren mit dem Overthinken, das ich mega habe. Also es kann immer alles besser sein. Ich bin mega perfektionistisch. Es kann immer besser sein. Es ist nie gut genug. Ich bin nie gut genug. Alle anderen können es besser. Alle anderen finden mich scheiße. Also wenn ich rumlaufe, ich bin überzeugt davon, dass alle, die mich anschauen, finden, oh mein Gott, was ist das für eine so dumme Sau. Und nie im Leben würde ich davon ausgehen. Ich glaube, über das haben wir auch im Podcast mit dem Gusti geredet, dass er mir gesagt hat, ja, geh doch einfach davon aus, dass die Leute, die du auf der Straße siehst, wo du fucking Anxiety davor hast, dass die einfach finden, oh, das ist eine coole, die macht coolen Content. Nie im Leben würde ich auf das kommen, das zu denken. Mein erster so, im Instinkt, Impuls, keine Ahnung, ist einfach so zu denken, alle finden mich scheiße. Darum auch nicht ganz, aber irgendwie auch gleich. Weil ich weiss, was ich kann. Und ich finde mich auch cool, so ist es nicht. Aber einfach so in einem geschützten Rahmen kann ich selbstbewusst sein. Und sobald es so außerhalb von meinem Komfort geht, bin ich ganz verloren irgendwie. Dann die nächste Assumption. Du bist schüch. Das ist gar keine Assumption. Leute, ich habe das schon so oft behauptet. Ich habe das schon so oft gesagt, dass ich schüch bin und vor allem schüch war und so mega schüche Kind. Aber ja, eigentlich längere weniger. Also ich habe das Gefühl, es ist so, innerlich bin ich es noch mega, aber ich tue es wie anders äußern. Jetzt, wenn ich schüch werde, habe ich auch so eine grosse Fresse. Also so, dass ich heimgehe und denke, oh mein Gott, wieso, was habe ich gemacht? So, ich komme in einen Raum mit so Kollegen von meinem Freund oder so und ich bin auch die das Gefühl hat, sie muss am meisten Witz machen, die grösste Fresse haben, einfach weil ich Angst habe, dass die Leute mich so nicht gerne haben oder so. Lieber tue ich etwas sagen, als dass ich nachher ich weiß nicht, ich probiere einfach zu fest. Ich bin so eine Tryhard jetzt, weil ich schüch bin und weil ich irgendwie nicht weiss, wie man es richtig macht, mache ich einfach so irgendetwas, was so peinlich ist jedes Mal. Ich weiß nicht. Ich frage dann einfach meinen Freund 40'000 Mal, meinst du, sie haben mich gerne gehabt? Meinst du, sie finden mich scheiße? Und er sagt auch, nein. Also, sie haben dich wahrscheinlich auch nicht speziell gern, sie haben dich einmal gesehen, Emma. Und ich bin so, nein, aber wieso lieben sie mich nicht? Aber ja, das ist, glaube ich, mehr so ein People-Pleaser-Ding. Und schüch, nicht mehr so. Ich habe wirklich das Gefühl, ich war so fucking lang schüch gewesen, dass es irgendwann einfach so eine Explosion gegeben hat. Und jetzt kann ich einfach nicht mehr schüch sein in dem Sinne. Ich schäme mich einfach oft. Und ich bin nervös, aber das ist ja nicht so. Ich finde, schüche Leute sind immer schüch und du kriegst sie wie nicht, also immer, aber so, wenn du jetzt zu jemandem angehst und oder so zum Beispiel, imagine, so, man hat immer so die Schüche in der Klasse gehabt, das bin nie ich gewesen. Ich bin nie die gewesen, wo so, du weißt, wenn du Gruppenarbeit hast, du musst so aus ihnen rauskützeln, dass sie mit dir reden und so.
Turns out, mega viele von denen, die ich gemeint habe, sie sind scheu, haben mich einfach nie gern gehabt. Habe ich im Nachhinein herausgefunden. Weil das sind so die grössten Yappers, so die Scheuchen in der Klasse, die so tun, so ja, und so, das ist das Höchste, was sie sagen. Und nachher findest du raus, was die alles lästern und was die an Gossip wissen. Was sind die immer nur zulassen, Alter? Die wissen alles und die juckt auch alles. Und low-key, Red Flag, wenn du so die Ruhige in der Klasse bist. Sorry. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf das komme. Gut. Wer, Alter, jemand einfach mit der Schuhgröße, hört auf, ich weiß genau, was ihr probiert zu machen. Dass du eine schlaue Person bist. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach nur, ist eigentlich, hört ihr das? Entweder ist meine Mutter ein Hund am Zusammenschießen oder ein Hund ist am Bellen, sorry, falls ihr das hört. Ja, es ist, glaube ich, Tilda. Dass ich eine schlaue Person bin. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so klassisch schlau, aber ich bin einfach hure gut im so Schlussfolgern und so Lösungen finden und so checken, was Leute meinen, bevor sie es überhaupt sagen. Aber ich glaube, das ist mehr so emotionale Intelligenz und sonst einfach nur, wenn es mich juckt. Also weißt du, so, so in Sprache und so, keine Ahnung, bin ich gut, aber ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass ich schlau bin, so schulisch gesehen. Ich habe nie schlechte Noten gehabt, außer in Zahlensachen. Aber das ist ja auch Noten, heisst ja nicht schlau. Also ich würde sagen, ich bin schon nicht dumm. Und ich checke auch eigentlich das meiste und so. Aber keine Ahnung. Mehr emotional. Emotional würde ich sagen, bin ich sehr gescheit. Gut. Falsch gelesen. Jemand hat gesagt, ich denke, du hast einen riesen Puff unter deinem Bett. Das ist einfach gedacht, Puff. Ich denke, du hast einen riesen Puff, Punkt. So ein Bordell. Aber unter meinem Bett? Ja, nein. Für meine Verhältnisse ist es kein riesen Puff mehr. Weil ich habe früher immer einen riesen Puff gehabt. Und dann hatte ich mal Mäuse in meinem Zimmer gehabt. Und dann konnte ich wie Sachen nicht mehr können, weil dann musste ich alles putzen und so. Und jetzt habe ich einfach so Schachteln und so Ikea-Zeug unter dem Bett, wo aber so geordnet ist, low-key. Wisst ihr, was ich meine? So alles, es ist nichts lose unter dem Bett. Früher hatte ich so verschimmelte Tupperwares und so unter dem Bett gehabt. New Bed, New Me. Ja, ich habe eben ein neues Bett bekommen irgendwann. Oder gekauft. Nicht bekommen. Und dann habe ich mir so gedacht, so, jetzt, das ist mein Grown-up-Bett, jetzt kann ich nicht mehr so grusig sein. Immer ist so eine, die immer sagt, die Prüfung ist scheiße gelaufen und am Schluss ein 5,7 hat. Nein, bin ich nicht. Und das ist die grösste fucking Misconception, die auch meine fucking Gym-Klasse über mich hatte. Und das hat mich so fucking aggressiv gemacht. Macht mich bis heute noch aggressiv, weil gewisse Leute reden einfach heute noch über mich, weil die so pressed sind, weil die selber so streben sind. Also ihr müsst wissen, ich habe ja das IB gemacht. Und IB-Klasse, für die nicht wissen, was es ist, google mal IB Program und dann weisst du es, weil ich kann es echt nicht erklären und es fuckt mich so ab, das scheiß IB. Ich will gar nicht darüber reden. Auf jeden Fall, wenn du in einer IB-Klasse bist, das sind einfach die Streber, von den Schnöselkinder, nicht alle, aber so stereotypisch gesehen, das sind Schnöselkinder, die irgendwie international studieren wollen, die irgendwie international arbeitende Eltern haben, die vielleicht schon mal in 100 verschiedenen Ländern gewohnt haben, weil sie an International Schools gegangen sind, machen sie das IB, damit sie weiterhin an International Schools gehen können. Und ich als fucking IB nur gemacht, weil ich gemeint habe, ja, ich habe gut Englisch und ich check nicht, was IB überhaupt ist. So, that being said, oder? In dieser Folge rede ich irgendwie viel Englisch. Die Leute sind so kompetitiv und vor allem ist das auch extrem von unseren Lehrpersonen gefördert worden, weil uns immer gesagt wurde, wir sind die beste Klasse, wir sind das, wir müssen mehr. Hallo, ihr müsst immer noch besser sein als die anderen, ihr seid IB-Klasse, ihr seid Elite, ihr seid so der typische Scheiß, den du immer hörst, wenn du in einer keine akademischen Situation bist. Und die Leute vergleichen sich so fest miteinander und sind immer zu mir gekommen, weil sie haben gewusst, so, die Fächer, wo ich gut bin, bin ich fucking gut. So eben Französisch, Englisch, Deutsch. Und die sind dann immer zu den spezifischen Leuten gekommen, die im Fach halt geil gut sind und haben dann gefragt, ja, hast du schon gelernt? Hast du schon das und das gemacht? Und das ist doch so hirnverlassen, Alter, dass du extra zu den Leuten gehst, wo du weißt, sie sind gut in diesem Fach und gehst fragen, hast du gelernt? Und wenn die Person sagt, nein, nicht so, oder ja, keine Ahnung, ich glaube, ich weiss nicht, mal schauen, dass du dich dann auf das verlässt, wenn du weißt, die Person hat einen 6er-Schnitt in diesem Fach. Bro, das bedeutet doch, dass ich einfach ein Grundverständnis habe und vielleicht nicht gleich viel lernen muss wie du. Und dann sind sie jedes Mal sind sie gekommen, ja, hast du gelernt, ja, kannst du mir das und das schicken. Und dann bin ich halt so gewesen, Bro, sorry, ich kann es dir nicht schicken, ich habe es nicht gemacht, ich habe keine Zusammenfassung, keine Ahnung was. Und nachher, wenn ich die Noten bekommen habe, ich bin nie die, die gesagt hat, oh mein Gott, Leute, ich habe einen 6er gehabt. Immer zu mir gekommen und ich so halb beschämt, ja, 6er, ja, 5er, ja. Und nachher immer, oh mein Gott, ich meine, du hast nicht gelernt. Das waren nicht nur Typen übrigens. Kein einziges Mädchen war so zu mir.
alle Typen einfach nur so, weil auch, sie haben irgendwie von mir erwartet, dass ich sturzdumm bin und dass sie viel besser sind als ich. Und nachher sind sie so gekränkt davon, dass ich halt auch etwas kann und dass sie nicht 100-mal besser sind als ich. Und so, ja, sie haben es auch nicht cool gefunden, wenn ich besser war als sie, weil sie mich als minderwertig angeschaut haben und plötzlich bin ich ja nicht mehr so minderwertig gewesen. Full Front. Und zwei, die mit mir in dieser Klasse sind, hören zu. Fühlt ihr euch triggert gerade? Regt es euch auch gerade auf? Ja, darum, nein, ich bin nicht so eine. Und wenn, dann habe ich immer gesagt, Bro, keine Ahnung, keine Ahnung, ob es gut oder schlecht gelaufen ist. Es könnte hure gut sein oder hure scheiße, so in Aufsätzen oder so, Bro. Aber wisst ihr, wenn ihr einen guten Aufsatz geschrieben habt? Auch nicht wirklich, oder? Vor allem, es kommt nur auf die Lehrperson drauf an, weil wir haben basically in allen Fächern, wo du einen Aufsatz hast können schreiben, so lustige Lehrpersonen gehabt, die einmal so sind, ja, sehr gut. Und nächstes Mal so, oh nein, das stimmt aber nicht ganz so. Und du hast nie gewusst, wo du bist. Und darum so, blame them und nicht Leute, die einfach gute Noten haben. Gut, sorry, das hat mich gerade hässlich gemacht. Hure Scheiß. Du hast dich früher, als du noch in die Schule gegangen bist, einmal auf dem WC versteckt. Ja, aber mainly zum am Handy sein und zum schauen, was ich für TikTok-Kommentare bekommen habe oder so. Oder amigs bin ich auch aufs WC heulen. Mega oft. Nein, nicht mega oft, aber so überdurchschnittlich oft. Wenn mir eine Lehrperson zusammengeschissen hat oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, meine Friendgroup judgt mich gerade oder irgendwie jemand ist asozial zu mir gewesen, zum Beispiel die Typen. Ja, und sonst habe ich mich mega oft auf dem WC versteckt, wenn ich verschlafen habe und so wollte warten bis zu der nächsten Lektion. Weil es ja, du kannst dann nicht so im Gang gesichtet werden, weil dann bist du am Schwänzen. So, nein, ich habe verschlafen. Ich habe so oft verschlafen, Alter. Jemand schreibt, sie ist heimlich reich. Nein, ich bin definitiv nicht heimlich reich, aber ich würde sagen, ich bin öffentlich wohlhabender als andere in meinem Alter. Ich glaube, das ist den Leuten irgendwie bewusst, durch das, dass ich mit Social Media Geld verdiene und es eigentlich bekannt ist, dass in der Werbebranche viel Geld fließt. Ich habe aber mega viele Ausgaben für das, dass ich eigentlich daheim wohne und so. Ich zahle mega viel Zeug selber. Und ich habe ein echtes Kaufproblem. Das heisst, ich bin nicht so viel am Sparen, wie ich sollte. Aber ich würde sagen, ich schaue schon, dass ich spare und dass ich irgendwie auf das Geld schaue, weil ich weiß auch, ich werde das Geld nicht für immer verdienen. Aber nein, ich bin nicht reich. Ich bin nicht reich und das Geld geht auch irgendwie schnell wieder weg. Ich vermute, dir ist egal, was andere über dich sagen, du machst es einfach. Nein, 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 das stimmt sowas von nicht, Alter. Ich bin die Erste, wenn jetzt irgendeine random Person aus meinem Leben oder sogar jemand, der nicht in meinem Leben ist, so, wenn ich mitbekomme, jemand hat gesagt, oha, aber das finde ich keine gute Idee, dass sie das macht. Dann bin ich so, 2 Wochen bin ich so, fuck, ist das keine gute Idee, dass sie das macht? Wieso hat die Person das gesagt? Weil ich mir einfach die Sachen viel mehr zu Herzen nehme, die andere sagen, weil ich weiss, ich sage so Sachen nur, wenn ich es mega berechtigt finde. Also ich würde nie bei einer Kollegin sagen, oh, ich weiss jetzt nicht, ob sie das machen sollte. Wenn ich nicht ernsthaft ganz fest pro Kontra überlegt habe und merke, das ist nicht das Richtige für meine Kollegin, sie macht das aus irgendeinem dummen Grund, dann würde ich das äußern und sonst würde ich ihm nie so etwas sagen. Und ich vergesse immer, dass andere Leute hure easy einfach so Sachen sagen können und ich kann das halt einfach nicht. Und dann nehme ich es auch einfach so ernst, wie wenn ich es selber gesagt hätte zu jemand anderem, was ich eigentlich nicht sollte. Checkt ihr, ist das plausibel gewesen? Darum, ja, es juckt mich leider mega fest, was die Leute denken und noch viel mehr, seit ich auf Social Media bin, weil du wirst halt viel so richtig hart unter die Lupe genommen und auch also in Real Life wirst du halt mega fest judged, weil die Leute einfach so ein Bild von dir haben und sie wollen einfach, keine Ahnung, es ist halt so, sie verfolgen dich im Internet und darum wollen sie auch in Real Life dann 1:1 wissen, was du machst und haben das Gefühl, sie können zu allem eine Meinung haben und das ist recht mühsam. Und eben so, es gehört zu meinem Job, darauf einzugehen, was die Leute von mir wollen und was sie von mir denken, weil so dumm gesagt, ich bin abhängig davon, dass ihr alle mich cool findet. Wenn ihr alle mich vom einen Tag auf den anderen cancelt und scheiße findet, dann finden mich alle scheiße, dann habe ich einen scheiß Ruf, nicht nur im Internet, sondern in echt. Dann habe ich keine Kooperationen mehr, dann habe ich kein dumm gesagt, Hobby mehr, dann habe ich nichts mehr. Und das ist irgendwie schwierig zu navigieren. So. Aber am besten kommt es immer, wenn ich auch nur auf mich selber höre, weil ich bin nicht dumm und ich weiß eigentlich, was ich will. Und also ich weiß eigentlich nicht, was ich will, aber ich meine, so, wenn es um eine Entscheidung geht, dann treffe ich sie auch nur, wenn ich es eigentlich wirklich cool finde. Darum mega dumm. Gut, nächste Assumption, du bist sehr sensibel, ja, aber das ist ja wirklich auch kein Geheimnis mehr, Leute, wenn ihr den Podcast gehört habt. Ich bin so ein Scheiß, also wirklich, ich bin jede Person, die im engsten Kontakt mit mir war bis jetzt in meinem Leben, hat halt irgendwann in irgendeiner Diskussion oder bei irgendeinem Problem geäussert,
Bro, du bist so überempfindlich. Bro, ich habe das noch nie von einer Person nicht gehört. Und es stimmt. Also weißt, ich sage nicht mehr, nein, ich bin nicht überempfindlich. Früher habe ich noch gesagt, Bro, nein, das stimmt, ich bin nicht über... Ich bin's. Aber das macht es nicht weniger valid, sage ich jetzt. Ich bin immer so, ja, Bro, ich fühle halt so. Und du musst darauf eingehen, dass ich mich so fühle, auch wenn du dich nicht so fühlst. Aber ja, ich bin sehr sensibel. Haha, und darum spüre ich wahrscheinlich auch so fest so emotional eben bei anderen Leuten und sage so, dass ich emotional intelligent bin, weil ich einfach hure auffassungsfähig bin, was so Gefühl und Körpersprache und Mimik und was weiß ich was angeht. Oh mein Gott, jemand so, durch Social Media hast du mehr Angst bekommen, anstatt dass es dich wirklich erfüllt. Das ist crazy. Über das habe ich selber noch nicht nachgedacht. Low-key, ja, ich weiß nicht. Ich weiß eben nicht mehr richtig, wie es war vor Social Media. Ich mache das jetzt schon 4 Jahre. Und in den letzten 4 Jahren ist so viel passiert, dass ich irgendwie kein Gedächtnis, also ich sowieso gar kein Gedächtnis, wisst ihr. Aber ich, eher ja. Eher ja, ist meine Antwort. Weil ich habe vorher schon so viel overthinkt und so, das kommt ja nicht von heute auf morgen. Aber ja, es ist definitiv nicht so, dass ich bin wie die anderen Influencer, die so sagen, oh mein Gott, Leute, dank euch darf ich meinen Traumjob machen. Es war nie mein Traumjob gewesen. Es war nie ein Traum von mir gewesen. Es ist einfach etwas gewesen, das gekommen ist und wo mir anscheinend irgendwie liegt. Und es gibt Sachen, die mir mehr Spaß machen und es gibt Sachen, die mir keinen Spaß machen. Zum Beispiel der Podcast ist etwas, da könnte ich wirklich davon behaupten, so, das erfüllt mich, weil es gibt andere Leute etwas und es gibt mir etwas und es ist so intim. Und dann gibt es den Aspekt von Videos, einfach funny schneiden und machen und so. Das macht mir mega viel Spaß. Aber was mir keinen Spaß macht, ist, dass es actually im Internet draussen ist. Und dass Leute mich beurteilen und verurteilen und dass alle davon wissen und dass ich kein normaler Mensch mehr bin, einfach in der Öffentlichkeit, sondern aber das hat nichts mit mir zu tun. So, das hat mit den Leuten zu tun, die sich, wo sich so nicht mehr normal benehmen können, wenn jemand so etwas anderes macht. So wie die halt wie so der Reitlehrer und alle dort beim Reiten sowieso. So jeder, der mich nicht kennt. Leute, die wissen nicht, wie alt ich bin oder so und haben das Gefühl, nur weil ich im Internet präsent bin, haben sie das Recht, auf mich zuzukommen und mit mir über das reden und so komisch tun einfach. Und das stresst, das macht mir wirklich, also das, ja, alle diese Sachen, das stresst mich mega. Und es ist auch nicht so, dass ich würde behaupten, das ist jetzt eben, habe ich gesagt, mein Traumjob und dass ich das so langfristig würde Vollzeit nur das machen. Also ich spüre, ich merke, ich muss irgendetwas anderes muss ich haben, weil ich fühle mich nicht sicher und es ist mir wie nicht genug Bereicherung, um zu sagen, ja, jetzt habe ich meine Berufung gefunden. Und das ist ja auch voll okay. Ich glaube, Influencer haben hure Angst, das zu sagen, weil eben wir sind euch alles schuldig und wir sind mega dankbar und man will nicht der Community das Gefühl geben, so, ihr seid nebensächlich, ihr seid gar nicht so wichtig. Ich finde euch gar nicht so geil, aber es geht gar nicht um das. Es geht gar nicht um das bei mir. Und eben, wenn ich immer sage, so, ihr seid alles hure geile Sachen und ich bin mega froh, dass ich mit euch interagieren kann, und so ganz so for real. Und dann gibt es auch so die Arschlöcher, wo mir alles versauen, weil sie Arschlöcher sind und ich nicht kann Abstand nehmen von dem ganzen Internet-Scheiß Arschloch-Zeug. Wisst ihr, was ich meine? Oha, jemand so, du bist safe Single. Nein, 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 nein. Und das war ein Typ. Vielleicht hat er etwas erzielen wollen mit dem. Nein, ich bin nicht Single. Ich bin basically nie Single, Fun Fact. Und vor allem werde ich für die Internetszene immer, wie sagt man dem? Wie sagt man taken? Belogen, betrogen, zu Kämpferin erzogen. Das ist das Einzige, was mir gerade in den Sinn kommt. Auf jeden Fall werde ich immer besetzt sein. Ich werde nie im Leben im Internet so sagen, ja, ich bin Single, Leute, und dann irgendjemand von so Social Media kennenlernen und so sagen, ja, gehen wir raus. Darum, ich check nicht, wieso so viele Typen mir schreiben und so sind, hey, ich finde dich mega sympathisch und Bro, was haben die das Gefühl? Nächste Person, du hast in der Schule zu den coolen Kids gehört. Ja, ich weiß nicht wieso, ich habe immer zu denen gehört. Und im Nachhinein so, Bro, ihr verpasst nichts, wenn ihr nicht mit diesen Leuten chillt. Das sind so Arschwichser. Und also die meisten, ein paar sind auch wirklich cool. Und irgendwann ist es so ein bisschen zu den funny Leuten geswitcht und nicht unbedingt die einfach am beliebtesten sind, sondern einfach so die am lustigsten sind. Aber die sind dann auch automatisch mega beliebt. Darum, keine Ahnung, aber so im Gymi finde ich jetzt eh nicht so Beliebte gehabt. Es hat einfach nur die gehabt, die eben so nicht geredet haben und dann die geredet haben. Darum, aber so früher ja schon eher.
Oha, jemand so, du fakest das glücklich sein, weil in deinem Podcast immer so ein bisschen mehr redest, meine ich nicht böse. Nein, nein, ich bin einfach eine sehr emotionale Person. Und wenn ich, wie sagt man dem so, passioniert über das Thema rede, dann bin ich einfach sehr direkt. Und ja, das ist auch, Leute, ihr müsst halt auch checken, so, das ist das, was mich auf Social Media ausmacht. Und das ist einfach so eine Social Media Persönlichkeit, die ich mir irgendwie auch angeeignet habe, weil das funktioniert. Und das ist so, Leute identifizieren mich so, weißt, so, ah, das ist doch die. Und ich habe jetzt über 4 Jahre immer zu der Kamera geredet und so, Leute, what the fuck, so. Und das ist auch, das hat sich so ein bisschen eingependelt. Aber so, bei meinen Friends bin ich auch so logisch so, Bro, aber was hat sie jetzt das Gefühl? Und nein, jetzt hörst du auf, jetzt gehst du sicher nicht noch mit dem, weißt du, so. Aber nein, ich bin nicht, also Bro, ich habe glaube aber auch noch nie gesagt, dass ich glücklich bin. Sorry, cringe. Aber ich habe doch noch nie, ich tue doch nicht so wirken, als wäre ich so eine «Oh mein Gott, hallo Leute, heute ist so ein toller Tag, weil heute scheint die Sonne und ich bin...» So, ich bin einfach so ein bisschen so die grumpy Resting Bitch Face Person. Aber ich meine sie böse und ich bin, also ja, ich bin einfach so fair. So, ich bin nicht so die Smiley. Ich bin eher so die «Was willst?» Aber das heisst nicht, dass ich nicht glücklich bin oder glücklich bin. Und das heisst definitiv nicht, dass ich etwas fake. Das finde ich wirklich offensiv. Noch nie habe ich irgendetwas gefaked, Alter. Okay, noch 2 Assumptions machen wir. Eine ist, du bist in ziemlich gutem Haus aufgewachsen. Und kennt ihr das? Wenn er so als Kind hat man nie gewusst, so, haben meine Eltern eigentlich Geld oder nicht? So, ich glaube, das zeugt schon davon, dass man halt so nicht schlimm aufgewachsen ist, weil so, wenn du hart scheiße aufgewachsen bist, dann ist dir das irgendwo auch, glaube von Anfang an schon bewusst, weil das bekommst du einfach mit, glaube. Obwohl es gibt auch Leute, die erzählen, dass sie es gar nie so gecheckt haben, weil die Eltern es mega gut versteckt haben oder so. Aber nein, ich bin definitiv, ich würde sagen so Mittelklasse, so normal. Aber mittlerweile, Bro, bin ich ganz wie sagt man so, selbsterhalten. Ich zahle ich alles selber und hole mein Geld selber und ich werde da von niemandem... Oh doch, amigs werde ich von einem älteren Teil so low-key so bribed, weil ich das Gefühl habe, dass die Person keinen anderen Weg findet, so einen Zugang zu mir, seit ich ein Kind bin. Und die Person checkt einfach bis heute nicht, dass es für mich überhaupt nichts bringt. Und dass es nicht so ist, als würde ich eine größere Bindung aufbauen, nur wenn man mir irgendwie etwas kauft oder so. Aber das ist ein anderes Thema und ich glaube, ihr könnt auch guessen, um welche Person es geht. Aber ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ich fühle mich immer mega schlecht, wenn ich über das rede, aber sobald bin ich auch so over it, was da alles im Internet läuft und so. Darum, keep in mind, Leute, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen. Meine Mutter hat mich erzogen. Meine Mutter ist der einzige Einfluss, den ich hatte. Meine Mutter ist der einzige ältere Teil, wo ich eine Beziehung dazu habe. Und wenn ihr irgendwo etwas anderes seht und hört, dann könntet ihr vielleicht schlussfolgern, dass jemand probiert auszunutzen, dass ich im Internet existiere. Und das ist wirklich so das Einzige, was ich dazu sagen will, weil es stresst mich und es regt mich auf. Aber ich will auch nicht, ich bin nicht die im Internet Familienbeef macht. So, gut. Aber nein, ich bin nicht reich aufgewachsen, ich bin nicht aus crazy Haus gekommen, so, nein, überhaupt nicht. Und das Letzte ist, hast du es sicher easy gut mit deinen Lehrern gehabt? Nein, weil ich ja so bin, wie ich bin ich auch immer die gewesen, wo irgendwie etwas gesagt hat, wenn jemand unfair behandelt worden ist oder wenn ich etwas Scheiße gefunden habe oder so. Und dann hatte ich auch für immer Beef mit denen. Und umgekehrt hatte ich so gewisse Lehrpersonen, die mich mega gerne hatten für das. So für das Lustige und so Witzli machen und so. Aber es gibt so die Lehrpersonen, Bro, die hassen es, wenn du Witzli machst und Sprüche machst. Und ich kann einfach nicht ohne, Bro. Ich funktioniere einfach so. Ich mache das auch, wenn ich fucking beim Steueramt wäre oder wenn ich beim Zoll stand. Ich kann einfach nicht. Das ist einfach mein Coping-Mechanism mit allem. Aber ja, ich habe oft Beef gehabt. Und ich habe oft Lehrpersonen gehabt, die mich einfach ohne Grund irgendwie judged haben, vor allem an dieser Schule, wo ich so hart gemobbt worden bin, in der Oberstufe. Weil dort hat es Lehrpersonen gehabt, die Sachen über mich gehört haben von anderen Schülern und sich dann ein Bild geformt haben, based on that, und asozial zu mir waren. Und das ist einfach so, Bro, okay, aber das passiert auch nur in so kleinen Kaff-Orten. Und ja, aber die Lehrpersonen haben mich dann irgendwie später trotzdem gerne gehabt, weil ich ja trotzdem kein Arschloch bin, weil
Ja, Gerüchte sind ein bisschen scheisse, oder? Freut mich, wenn das 40-Jährige auch irgendwann checken. Ja, das sind alle Assumptions gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie ein bisschen unterhalten in dieser Folge und dass es weniger depressing war. Oh mein Gott, und ich war live auf TikTok irgendwann und eine hat so kommentiert, ich glaube, die war mega jung, aber eine so, kannst du eigentlich nicht mal über etwas Juicyes reden in deinem Podcast? Das ist mega langweilig, du redest irgendwie immer über das Gleiche und es ist voll nicht interessant. Und jetzt fühle ich mich persönlich offended und angegriffen in meinem Lieblingsding, das ich mache auf Social Media, von einer so 10-Jährigen oder so. Leute, ich werde nie über juicy Sachen reden da drauf. Ich werde nie über fucking Sexstellungen oder über fucking mein Privatleben gross ausdingsen, was juicy ist. Also, falls ihr euch das erhofft, hört Call Her Daddy. Das ist auch mein Escape, wenn ich etwas Juicyes hören will. Anyway, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ich hoffe, euer Tag wird gut oder eure Abend, gute Nacht, was auch immer. Ihr schlaft ja anscheinend immer ein bei meinem Podcast. Und bis nächste Woche. Und vergesst nicht, an die Live-Show zu kommen, weil ich fände das eben schon ein hartes Slay, Leute, wenn wir so schnell wie möglich die Tickets einfach ausverkaufen würden. Egal, Leute. Macht's gut. Bis nächstes Mal. Tschüssi.